liebe Kurgäste, es freut mich, dass Sie heute so zahlreich zu uns nach Badhausen in unsere schöne, geschmückte Mehrzweckhalle gekommen sind. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen als Bürgermeister dieses schönen Ortes, bevor wir dann zur Tombola gehen und dann die Treuenadel für 30-jähriges Urlaub machen in Badhausen verteilen, dass ich vielleicht noch ganz kurz für diejenigen unter Ihnen, die unseren Ort noch nicht so kennen, vielleicht ein bisschen was über Badhausen erzähle. Badhausen, liebe Kurgäste, Badhausen liegt auf 703 Höhenmeter über dem Meeresspiegel, umrankt von Bergen wie dem Bürstling, dem Pegelstein, die Führerspitze, welche mit 1776 Meter hoch in den Himmel hinauf ragt. Gegründet wurde unser Ort Badhausen im Jahre 1009, und zwar von Heinrich dem Flözer. Heinrich der Flözer war ein Neffe von Heinrich dem Sechsten, und die Geschichte erzählt es in etwa so: Heinrich der Sechste hat seine Gemahlin, die heilige Algunda, mit einer Reitpeitsche aus dem Haus vertrieben. Und zwar so in dieser Art, dass sie dann für dahin beschloss, lieber alleine zu wohnen. Sie hat sich dann eine Zelle gesucht oder ein Haus, um eben dann für dahin alleine hausen zu können. Und daher der Name Badhausen. Gleich nach dem Umzug, kurz darauf, wurde die heilige Algunda dann erschlagen und dann aber auch prompt nach ein paar Wochen schon heilig gesprochen, um dem damalig aufkommenden Reliquienhandel neuen Aufschwung zu geben. Der Unterkiefer der heiligen Algunda befindet sich derzeit im Privatbesitz. Ein Konsortium aus New York hält die Mehrheit, aber wir in Badhausen sind stolz als stolze Bewahrer des gesamten Schlüsselbeins der heiligen Algunda. Und wer ein Interesse hat in unserer schönen Pfarrkirche, kann es dann auch anschauen. Ansonsten wäre zu sagen, wie gesagt, Jahrhunderte vergehen, kommen, gehen, nicht wahr, das Mittelalter hindurch war Badhausen ein stiller Ort. Es war wenig bei uns los, auch die Renaissance war relativ ruhig. Im 18. Jahrhundert auch ein ruhiges Jahrhundert. Badhausen war immer eine hervorragende Viehweide. Im 18. Jahrhundert nur noch zweimaliges Vorkommen der Cholera. Aber dann im 19. Jahrhundert, liebe Kurgäste, ging es los, Schlag auf Schlag. Nicht wahr? Da kam zum Beispiel gleich zu uns der berühmte Ölmaler Nepomuk Prepskal. Nach einer langen Odyssee, er soll vorher noch in Rosenheim gewohnt haben, und er hat ja dann auch den historischen Saustall von Badhausen gemalt. Nicht wahr, der Originalsaustall wurde ja vor 2 Jahren abgerissen, an seiner Stelle steht jetzt ein schmuckes Feuerwehrhaus da. Aber wer das Ölbild anschauen will, in unserem Heimatmuseum jederzeit zu besichtigen, jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr. Und wer im Vollbesitz einer gültigen Eintrittskarte ist und einer Kurkarte, bekommt 5% auf den Eintrittspreis. Ja, sonst wäre zu sagen, ein paar vielleicht noch Informations und Facts über unseren Ort. Vielleicht ganz besonders, und das freut mich auch sagen zu können, dass ja immer berühmte Persönlichkeiten zu uns gekommen sind. Berühmte Kurgäste, wo wir stolz sind, sie nennen zu können. Zum Beispiel war bei uns der Friedhelm Bach, also das ist historisch nicht ganz erwiesen, der Sohn von dem Bach, der eine TBC auskuriert haben soll, bei uns ein bisschen komponiert hat. Dann waren aber da, und das ist verbürgt, Hermann Göring war ein häufiger Gast in Badhausen. Er hat hier eine Jagd gehabt und persönlich zum Halali geblasen. Dass jetzt ihm erst vor 2 Wochen die Ehrenbürgerschaft genommen wurde, naja, Sie wissen ja, die Presseheinis wollen auch ein bisschen was schreiben. Aber es kamen auch andere Leute zu uns, zum Beispiel Konsul Weyer war häufig bei uns, der Schlagersänger Gus Bacchus war bei uns. Es waren bei uns, ja, und jetzt komme ich vielleicht als Bürgermeister drauf, liebe Kurgäste, und
die Herzen der Hausener schlagen höher, wenn wir daran denken, kein anderer als unser leider früh verstorbener, allzu früh verstorbener Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Er war bei uns, er hat bei uns seine Zelte aufgeschlagen, wenn auch nur einen Nachmittag lang, aber die Geschichte erzählt es folgendermaßen. Franz Josef Strauß war mit dem Motorrad unterwegs und, wie man auf Deutsch sagen würde, eine Benzinpumpe verreckte. Es musste eine neue beschaffen werden und Franz Josef Strauß, nicht wahr, schickte, um zur Besorgung dieser Benzinpumpe, Edmund Stoiber und Gauweiler. Wer wird die Benzinpumpe früher bringen? Und es war kein anderer als Stoiber, der mit dem Hubschrauber die Benzinpumpe nach Bad Hausen und daher auch historische Weichen gesetzt hat. Das war der historische Akt von Bad Hausen. In der Zwischenzeit musste ja Franz Josef Strauß auf die Benzinpumpe warten und es ist historisch vermerkt, in dieser Zeit hat er dann die historische Brotzeit, die Hausener Brotzeit zu sich genommen, einen Wurstsalat, 7,5 Bier und einen Obersten sowie 3 Obstler. Meine Damen und Herren, dieser historische Event ist festgehalten in unserer Gaststätte zum Wiesenschmätzer und wir haben jetzt auch einstimmig beschlossen im Gemeinderat, eine Skulptur gleich beim Rathaus aufzustellen. Unser lokaler Künstler, Herr Schmitz-Zeitzig, wird beauftragt, eine bronzene Benzinpumpe in Bad Hausen aufzustellen. So, und jetzt noch ein bisschen was über unseren Ort. Also ich habe ja schon erwähnt, Bad Hausen liegt 703 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben derzeit 862 Einwohner. Unsere Gästebettenkapazität liegt derzeit bei 8.774 Betten. Wir gehen aber davon aus, dass wir zur Jahrtausendwende eine 40-prozentige Gästebettenerhöhung haben, sodass wir mit ca. 12.000 Betten ins nächste Jahrtausend gehen. Das würde bedeuten, bei einer 90-prozentigen Auslastung kämen wir dann auf ungefähr 128.000 Übernachtungen. Würde man die Übernachtungen auf unsere Höhenmeter beziehen, liebe Kurgäste, kämen wir auf 1.368 Übernachtungen pro Höhenmeter. Damit legen wir ungefähr 26% über dem, was derzeit in der Nähe des Kilimanjaro übernachtet wird. Jetzt vielleicht zum Schluss noch für Sie, was erwartet denn den Kurgast bei uns in Bad Hausen? Da kann ich nur sagen, da ist für die Fantasie kein Raum mehr. Da hat die Fantasie keinen Platz mehr, weil alles ist in Bad Hausen möglich. Vom River Rafting bis zum Mountain Climbing, Mountain Biking. Aber wer es vielleicht ruhiger will, der geht in den Wald, nicht wahr? Kann Fresh Air Snapping genauso betreiben wie Mushroom Searching, nicht wahr? Und wer am Abend einmal das Gemütlich hat, der macht eine Original Candlelight Broadsighting, nicht wahr? Wenn es regnet, haben wir Televisioning im Hotel und wer kein Marmelade mag, der macht ein Weißwursting in der Früh. Meine Damen und Herren, liebe Kurgäste, auch das möchte ich nur sagen, unser Ort empfiehlt sich besonders für den Seniorenkreis. Wir sind die ruhigsten 703 Höhenmeter in Mitteleuropa. Dank unserer letzten Entwicklung sind wir weitgehend kinder- und jugendfrei. Niemand wird bei uns gestört. Also ich kann bloß sagen, kommt's nach Bad Hausen, fühlt euch wohl. Das sagt euch euer Bürgermeister, willkommen in Bad Hausen, welcome to Baffhausen. Ich danke, wir sehen uns ja dann.